Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, was dein Gottesbild für ein Licht auf das Kreuz wirft? Was deine Vorstellung über den Ursprung von Christus mit dem Erlösungsplan macht? Lasst uns ganz am Anfang der Bibel beginnen. Als Adam und Eva gesündigt hatten und das Paradies verlassen mussten, erfahren wir in 1. Mose 3, Vers 21, dass Gott selbst ihnen Kleider aus Fell machte. Er zeigte ihnen den Erlösungsplan. Von nun an musste ein unschuldiges Lamm geopfert werden. In dem Buch Wie alles begann lesen wir dazu: Für Adam war die Darbringung des ersten Opfers eine überaus schmerzliche Zeremonie. Mit eigener Hand musste er Leben nehmen, das nur Gott geben konnte. Es war das erste Mal, dass er den Tod eines Lebewesens erlebte. Er wusste, dass weder Mensch noch Tier hätten sterben müssen, wenn er treu geblieben wäre. Während er das schuldlose Opfertier schlachtete, zitterte er bei dem Gedanken, dass wegen seiner Sünde das unschuldige Lamm Gottes einst sein Blut vergießen müsste. Dieses Erleben vermittelte ihm ein tieferes Verständnis von der Größe seiner Übertretung, die nur der Tod von Gottes geliebtem Sohn sühnen konnte. Und Adam staunte über die grenzenlose Güte, die ein solches Lösegeld bezahlt, um die Schuldigen zu retten. Ein Hoffnungsstrahl erhellte nun die dunkle, schreckliche Zukunft und nahm mir die niederdrückende Trostlosigkeit. Auch das, was danach geschah, zeigt uns, dass der Mensch nichts zu seiner Erlösung beitragen konnte und kann. Denn sie ist ein Geschenk, gegeben aus Gnade und zu empfangen allein aus Glauben. Abels Opfer, das Darbringen eines unschuldigen Lammes, das auf Jesus hinwies, der an unserer Stelle für unsere Sünden am Kreuz sterben würde, wurde von Gott angenommen, während Kains Opfer seine eigenen Früchte, die er selber erbracht hatte von seinem Erdboden, von Gott nicht angenommen werden konnte. Daher noch einmal, der Mensch kann zu seiner Erlösung nichts beitragen. Jede falsche Religion und auch eine falsche Vorstellung über Gott wird dir vermitteln, dass man für seine Sünden selber bezahlen muss, wie das zum Beispiel auch die katholische Kirche lehrt. Oder wieso denkt ihr, lehren sie ein Fegefeuer? Weil man nach ihrem Verständnis noch für seine bereits vergebenen Sünden bezahlen muss, bevor es in den Himmel geht. Doch das vernichtet so ziemlich Christi Opfer am Kreuz und somit Gottes Erlösungsplan. Es ersetzt ihn durch Lehren, die nichts anderes als Menschenlehren sind, wie Jesus selbst es sagt. Wir müssen verstehen, dass unser Gottesbild, so wie wir Jesus sehen, automatisch auch eine Auswirkung darauf haben wird, was Christi Tod am Kreuz bedeutet. Werfen wir dazu einmal einen Blick ins Alte Testament, und zwar auf das heidnische Opfersystem. Sagt mir, oder besser gesagt, was denkt ihr, ist der Unterschied zwischen diesen beiden Opfern? Auf der einen Seite haben wir den Götzen Baal, dem man Kinder geopfert hat, um ihn zu besänftigen, und wovon der Herr sprach, dass er so etwas nie geboten und wovon er nichts gesagt hat und was ihm auch nie in den Sinn gekommen ist. Und auf der anderen Seite haben wir Christus, Gottes Sohn, der für unsere Sünden starb. Was ist der Unterschied? Das heidnische Opfer für Baal verlangte es, einen Sohn, ein geschaffenes Wesen zu opfern, um diesen Götzen zu besänftigen und in seiner Gunst stehen zu können. Also wie bei Kain: Ich bringe meine eigenen Werke und möchte dafür entsprechend auch belohnt oder begünstigt werden. Und nun gibt es Leute, die glauben, dass Jesus nicht schon immer da war, sondern einen Anfang hatte. Somit glauben sie im Grunde genommen, dass er auch ein geschaffenes Wesen ist. Nur gebrauchen sie dafür andere Begriffe, wie zum Beispiel aus dem Vater hervorgekommen, als Gott geboren. Das lehrt zum Beispiel auch der Katechismus der katholischen Kirche so. Doch egal wie man es nennt, letztendlich sagt man damit, dass Jesus nicht schon immer da war, sondern einen Anfang hatte. Frage dich nun, was macht dieses Gottesbild mit dem Opfer Christi am Kreuz? Verlangt Gott somit das Opfer eines seiner geschaffenen Wesen, um uns zu erlösen? Wenn dem so ist,
gibt es keinen Unterschied zu dem Opfer im linken Bild, oder nicht? Doch das hebräische Verständnis des Opfers ist ein anderes, denn hier ist es Gott selbst, der sich opfert, um den Menschen zu retten. Versteht ihr das? Seht ihr den Unterschied? Unsere Vorstellung darüber, ob Christus einen Anfang hatte, was ihn letztendlich zu einem geschaffenen Wesen macht, hat eine enorme Auswirkung, nicht nur darauf, was unser Gottesbild betrifft, sondern auch darauf, wie wir erlöst wurden. Wenn Christus nicht immer schon existiert hat, bedeutet das nämlich nichts anderes als das, dass Gott Vater das Opfer eines seiner Geschöpfe verlangt hat, um uns zu erretten. Doch der, welcher Gott gleichgestellt war und immer schon aus sich selbst existiert hat, der von sich selbst sagt, ich bin, entschied sich dazu, ein Mensch zu werden. Das eine Bild vermittelt somit, dass Gott in seinem Charakter selbstsüchtig ist, während das andere mir zeigt, dass er Liebe ist. Die Liebe sucht nicht das ihre, sie ist selbstlos. Die heidnische Vorstellung vom Opfer ist die, dass ich etwas geben muss, wenn ich etwas bekommen möchte. Ich bringe ein Opfer, damit ich etwas bekomme, was ich sonst nicht bekommen würde, oder nur mit großer Anstrengung. Wenn ich ein Opfer darbringe, habe ich bei Gott etwas gut, oder ich kann auf diese Weise Punkte bei ihm sammeln. Das Opfer soll Gottes Meinung über mich ändern, damit er mich lieben, segnen, belohnen oder anderen gegenüber bevorzugt und so weiter. Demgegenüber steht das biblische Verständnis vom Opfer, so wie der Erlösungsplan gedacht ist. Gott selbst opfert sich, nicht der Mensch für Gott oder sonst ein geschaffenes Wesen. Sein Opfer ist die Zusicherung dafür, dass er treu ist und er uns zuerst geliebt hat. Es entspricht seinem Charakter und nicht, weil wir etwas tun könnten, das seine Einstellung uns gegenüber verändert. Das eine Bild ist das Bild eines Gottes, der besänftigt werden muss, während das andere Bild einen Gott zeigt, der sich selbst für uns dahingegeben hat. Wenn Christus immer schon existierte und nicht ein geschaffener Gott ist, dann hat sich Gott selbst für uns geopfert. Doch wenn man sagt, dass er einen Anfang hatte und wortwörtlich Gottes Sohn ist, als Gott geboren, dann sagt man damit im Eigentlichen nichts anderes, als dass Gott das Opfer von einem seiner Geschöpfe verlangt hat. Könnt ihr sehen, was das mit Gottes Charakter macht und was das für unsere Erlösung bedeutet? Gott hätte somit das Opfer eines seiner Geschöpfe verlangt. Doch die Bibel selbst erklärt in Philipper 2, 6-8, der, als er in der Gestalt Gottes war, hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er nahm Knechtsgestalt an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Lesen wir diese Verse einmal so, wie jemand, der glaubt, Jesus hatte einen Anfang, er sei als Gott geboren. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Mit anderen Worten, ein göttliches Wesen, das vor langer Zeit von Gott ins Dasein gerufen wurde, entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen, wird von Gott geopfert. Also litt und starb jemand anderes als Gott für unsere Erlösung. Entweder so oder Gott selber wurde Mensch und legte somit freiwillig alle Vorrechte ab, die er als Gott hatte, und gab sich selbst als Gott im Fleisch für uns in den Tod. Wie Johannes es schreibt, er, das Wort, ist Gott offenbart im Fleisch. Was für eine Liebe, was für eine Selbstaufopferung. Gott selbst opfert sich und bezahlt den Preis für unsere Erlösung. Demgegenüber steht die Vorstellung, wenn man sie zu Ende gedacht hat, dass Christi Tod nichts anderes wäre als der Beweis dafür, dass Gott im Eigentlichen nur selbstsüchtig ist, indem er den Preis von jemand anderem bezahlen lässt und somit gar nicht Liebe sein kann,
Frage dich selbst, was deine Vorstellung von Christus für ein Licht auf das Kreuz wirft und somit auf dein Gottesbild und auf den Erlösungsplan. Glaubst du, dass Gott Liebe ist, oder glaubst du, dass er selbstsüchtig ist? Denn das eine Bild, das du vielleicht über Jesus hast, zeigt dir ein Bild eines selbstsüchtigen Gottes, der das Opfer eines Geschöpfs verlangt, wie es bei den heidnischen Göttern der Fall war, während das andere Bild über Gott dir seine unglaubliche Liebe zu uns Menschen aufzeigt. Denn größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das eine Bild entspricht der heidnischen Vorstellung vom Opfer und ist nichts anderes als eine Fälschung Satans, während das andere Bild dem entspricht, was bereits Adam und Eva verheißen wurde und von allen Gläubigen geglaubt wurde, die nach ihnen kamen. Entweder Jesus ist genauso Gott, wie der Vater es ist, eins im Wollen, im Denken und im Wesen, jedoch nicht in der Person, oder wir glauben der Lüge der Schlange, dass ein geschaffenes Wesen göttlich werden kann. Ihr werdet sein wie Gott. Was sind deine Gedanken dazu? Teile sie mit uns in den Kommentaren. Gottes Segen.